Synonyme und Gleichheit. Das sind Wörter, die wir in dem Text und in den Aussagen oder Fragen suchen. Frage und Text. Zum Beispiel fortsehen, hat solche Synonyme etc. Es gibt Wörter und Phrasen und diese Phrasen sind Synonyme. Wir versuchen jetzt ein Synonym zu finden. Zum Beispiel haben wir das Wort die pädagogische Arbeit. Was ist hier das Synonym für die pädagogische Arbeit? Ja, es gibt Arbeit und es gibt im Bereich der Pädagogik. Pädagogik ist ein Synonym für pädagogisch irgendwie. A wurde unter den Lehrern im Statistischen Bundesamt durchgeführt. Nun ja, würde es unter den Lehrern nicht wirklich. Es würde unter den Lehrern aber nicht im Statistischen Bundesamt durchgeführt. Hier gibt es keine Synonyme. Alles ist komplett gleich. B. Beruhen auf praxisbezogenen Kenntnissen. Was ist das Wort beruhen? Was ist das Synonym? Das Wort basieren ist das Synonym. Praxisbezogen, praktisch. Also praxisbezogen ist praktisch. Kenntnisse sind Erfahrungen. Und nur C basiert, okay, basiert ist das gleich. Erfahrungen, Beamten im Statistischen Bundesamt. Nun ja, alles gleich. Aber die richtige Antwort ist B. Warum? Nun ja, Nummer A. Es wurde nicht unter den Lehrern im Statistischen Bundesamt durchgeführt, nicht im, sondern in den Schulen wahrscheinlich. Die Menschen haben im Statistischen Bundesamt das gemacht und es war unter den Lehrern gemacht. Also Beamte haben das gemacht. B ist richtig. Basieren sich auf praktischen Erfahrungen. C basiert sich auf Erfahrungen der Beamten. Nein, die Beamten haben nichts gemacht. Also das waren nicht ihre Erfahrungen. Sie haben die Statistik durchgeführt. Dann gehen wir weiter und schauen uns Antonyme an. Antonyme sind auch sehr wichtig. Zum Beispiel unglücklich, glücklich. Diese Wörter machen aus nicht ja und aus ja nicht. Also richtig, aus richtig machen sie falsch, aus falsch machen sie richtig. Znači bukvalno potpuno okrenu značenje rečenice. I zato moramo biti veoma pažljivi da znamo kako da koristimo, da obratimo pažnje na negacije, zato što one bukvalno od da odgovora prave ne.